Zu Lützeburg waren 1984 noch bald 80% von den Bäumen an unsere Büscher gesund. 2023 just noch knapp 15%. Oh, chill mal kein. Ja doch, krass, oder? 73% von den Bäumen sind unsicher fuschiert oder Stress. Und 12% sind stark beschädigt oder sogar schon gestorben. Woher könnt das? Aber was können wir da gehen machen? Läuft rund. Für rund ein paar tausend Jahre, wo es noch nicht viele Menschen gab, war an unserer Gegend bald alles mit Büsch bedeckt. Heute sind es zu Lützeburg just noch ca. 36%. Das liegt mehr wie an unseren Notbeschlägen Frankreich und Deutschland, ein gut Stück mehr wie in der Belgien, mal unter dem europäischen Durchschnitt. Am laufenden Jahren ist ein großer Teil vom Büsch dem Mensch zum Opfer gefallen. Hauptsächlich, wenn man Platz gebracht hat für Stiert, Tiere und Landwirtschaft. Ich bin der Habenfahrer. Ich fälle alle Bäume, egal ob groß oder klein. Von dem Büsch, den er nach Everjas, ist noch einen guten Teil gestresst, beschädigt oder sogar schon tot. Wie schlimm ist das? Komm, wir gucken uns mal für dich an, wie der Büsch überhaupt wichtig ist. Am Büsch finden wir lauter spannende Sachen. Manchmal findet man eine Feder. Eine Kackwurst findet man auch. Bon, der Büsch hat effektiv auch eine Bildungsfunktion. Man hat hauptsächlich 3 andere Funktionen. Als Nutzfläche, hauptsächlich für Holz zu gewinnen, mit dem wir zum Beispiel bauen oder heizen können, spielt der Büsch eine wirtschaftliche Rolle. Man hat auch einen Erholungsraum. Das ist wissenschaftlich gut belegt, dass der Büsch eine positive Wirkung auf das Wohlbefinden hat. Was? Der Baum ist tot? Du Scheiße. Last but not least hat der Büsch auch eine wichtige Schutzfunktion. Der Büsch ist zum Beispiel wichtig am Kampf gegen den Klimawandel. Bäume ziehen durch Photosynthese CO2 aus der Atmosphäre und wandeln ihn mit Hilfe von Wasser und Zucker und Sauerstoff um. Wir können Pflanzen spielen. Photosynthese. Photosynthese. CO2 aus der Luft wird also am Holz in Form von Kohlenstoff gebunden. Werdet Männer gesund Bäume gehen, wird Männer CO2 gebunden wird. Übrigens, ein Hektar Büsch zu Lützburg kann pro Jahr ca. 10 Tonnen CO2 bannen. Als Vergleich, aktuell sind CO2-Emissionen pro Person pro Jahr für Lützburg durchschnittlich bei ungefähr 13 Tonnen. Aber Büsche helfen außerdem lokal aufzukillen. Weil Büsche viel Feuchtigkeit enthalten, findet permanent Evaporation statt, die dem Umfeld Wärme entzieht. Dir ist bestimmt schon aufgefallen, dass es an einem Busch so herrlich kühl ist am Sommer. Der Busch trägt zum Beispiel auch dazu bei, Trinkwasser und Luft zu filtern. Luft. Reine Luft. Je nach Buschzucht bilden Hektar Busch pro Jahr zwischen 80.000 und 160.000 Kubikmeter neues Grundwasser. Er filtert pro Jahr bis zu 50 Tonnen Ruß und Stöps aus der Luft. Und am Ökosystem Busch leben eine ganze Reihe Lebewesen, die ganz spezifisch und das Umfeld angepasst sind und just hier leben können. Busch ist also auch wichtig für die Biodiversität. Wenn unser Busch immer mehr Futti geht, haben wir also Probleme auf verschiedenen Niveaus. Wir verlieren Baumaterial, wirtschaftliche Patrimoine, Erholungsraum und ein wichtiges Ökosystem am Kampf gegen Klimawandel und Biodiversitätsverlust. Das ist ganz schwer, das ist ganz schlimm. Aber was sind überhaupt Gründe, für was der Busch Futti geht? Der saure Rehen ist heute quasi kein Problem mehr. Das war in den 80er Jahren noch ernst. Und durch eine ganze Reihe Mesuren, wie zum Beispiel Katalysatoren an den Autos, haben wir das Problem relativ gut in den Griff gekriegt. Ein gutes Beispiel, wie Warnungen aus der Wissenschaft von der Politik abgeholt wurden und zu einer Besserung geführt haben. Hauptgrund ist der Klimawandel. Das ist nicht neu und das ist keine Überraschung. Durch den Klimawandel können zum Beispiel mittags zu Dröschenden, die Bäume schwächen oder Futti machen. Das ist ein Grund, wie wir zum Beispiel bei Büschen, die auf lämischen Böden stehen, zu hohen Schied kommen. Ja, es gibt schon immer Dröschenden. Und durch den Klimawandel observieren wir zu Lützburg und auf vielen anderen Plätzen, dass es eben statistisch mehr häufig zu so Extremwetterphänomenen kommt. Mehr dazu an unserem Zielmarkant zum Thema Klimawandel zu Lützeburg auf YouTube und RTL Play. Außerdem evaluieren durch den mit warmen Wandern Schädlinge wie den Borkenkäfer besser. Den hat vor allem bei Fichten in den letzten Jahren zu massiven Schied gefordert. Shit. Und da kommt ein Effekt dabei hinein. Der Baum wird sich nämlich gegen Schädlingen, dem ein Harz produziert. Aber wenn es dreschen ist, kann nicht genug davon produzieren und sich nicht mehr gut führen. Problematisch nur speziell beim Fall Borkenkäfer ist auch, dass an unseren Büschen relativ viel Fichte stehen. Zu Lützeburg machen sie eine von den Hauptbaumarten aus, nur Bischen und Eschen. Fichte gehen nach dem Zweiten Weltkrieg viel gepflanzt, dachs auch an Monokulturen, weil sie sehr nur wissen und ganz gut an der Holzwirtschaft genutzt können gehen. Aber auch der Zustand vom Boden spielt eine wichtige Rolle. Hier geht es an dessen, dass zu viel Nitrate am Boden sind, unter anderem durch Auto- und Industrieaufgase sowie Dünger an der Landwirtschaft, was zu einer Überdüngung führt. Bäume sind dann am Anfang zu sehr, und das kommt zu einem Nährstoffungleichgewicht. Bäume langfristig mehr auffällig wie zum Beispiel Schädlinge mischt.
Aber wie können wir die Bösch nicht gesund und fit für die Zukunft machen? Wissenschaftler, Forscher, Böschbesitzer, Naturschützer, Jäger, Administrationen und andere schaffen daran, wie den Bösch von der Zukunft zu gestalten. Dabei stellt sich eine wichtige Frage. Welche Bösch will immer? Wie viel soll Nutzbösch sein, wie viel soll will bleiben? Der Bösch von der Zukunft soll auf jeden Fall als Klimaschutz dienen und mehr resilient sein. Und also dem Klima von der Zukunft angepasst sind. Aber eine große Challenge ist, dass es nicht klar ist, wie genetisch das Klima der wird verändern. Wie ein Beam werden am besten adaptiert sind, wohl gewusst, dass Beam bis zu 200 Jahre alt können gehen. Halbwegs verlässliche Klimaprognosen können aber kaum so weit in Zukunft gemacht gehen. Dafür besteht der Konsens, für nicht just auf eng oder wenig Baumarten zu setzen, aber auf eine gewisse Diversität. Wenn wir verschiedene Baumarten uppflanzen, da sind da hoffentlich immer ein paar dabei, die überleben. Außerdem soll Stress für die Bösche reduziert gehen. Konkret heißt das, Bierdem schützen, Wildbestände regulieren, Wildwölk Dachs und Jungbeam knabbern und andererseits nicht so viel an den Bösch ergreifen. So viel wie nötig, was man wie möglich. Fazit, unserem Bösch geht es schlecht. Ganz schlecht. Das ist nicht gut. An einen das sicher. Der Bösch von der Zukunft wird in andere Sinn wie den Haut. Nach können wir etwas machen, dass dem Bösch hoffentlich irgendwann nicht besser geht. Dafür ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, wie schützenswert der Lebensraum ist. Als Erholungsraum, als Nutzraum, als Schutzraum. Für das Klima, für die Biodiversität, für proper Luft und Trinkwasser, auf vieles mehr. Merci für die Nullherstellung. Ciao, ciao.